den Gepflogenheiten des Bundesrates entspricht, ruhig und unaufgeregt. Aber es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zweifelsohne ein historischer Tag ist. Das ist eine historische Debatte, nicht nur für Sie, Exzellenz, sondern auch für Deutschland und für Europa. Deutschland stand von Anfang an der Seite Kroatiens. Wir haben uns als zuverlässiger Partner bei den Verhandlungen in der Europäischen Union in diesen letzten Jahren und mehr als 10 Jahren gezeigt. Und meine Damen und Herren, wenn der Bundesrat heute zustimmt, dann wird dem Beitritt Kroatiens nichts mehr im Wege stehen. Es ist eine historische Entscheidung, eine Entscheidung, die aus unserer Sicht Geschichte schreibt. Mit Kroatiens Beitritt der Europäischen Union wird ein zweites Land des ehemaligen Jugoslawiens Teil der Europäischen Union. Und das nur 1,5 Jahrzehnte nach Krieg, schweren Menschenrechtsverletzungen und Vertreibungen. Kroatien wird damit Teil des großen europäischen Friedensprojektes. In der Öffentlichkeit mag der eine oder andere sich nicht mehr daran erinnern, aber hier sehe ich viele Gesichter, die auch schon seit einiger Zeit politisch tätig sind, in verschiedensten Ämtern, die sich auch noch an die Debatten erinnern, die wir beispielsweise in Bonn geführt haben, noch am alten Parlamentssitz. Und zu glauben, das sei die Angelegenheit eines Landes, aber nicht auch unsere eigene Angelegenheit, wird spätestens für diejenigen ins Gegenteil verkehrt, die die Debatten noch in den 90er Jahren genauestens in Erinnerung haben, was auch der Krieg dort bedeutet hat. Für uns, auch für unser Land, mit Hunderttausenden von Flüchtlingen, und dass wir 1,5 Jahrzehnte später einen solchen bedeutenden Tag erleben dürfen, das ist nicht nur ein großer Schritt für die Region, sondern auch für Europa insgesamt. Kroatien ist geschichtlich und kulturell ein zutiefst europäisches Land. Und jetzt wird Kroatien auch Teil unserer europäischen politischen Familie. Ich gratuliere Ihnen, Exzellenz, Herrn Parlamentspräsidenten Kroatiens Leko und dem Botschafter Kroatiens Kovac, stellvertretend für das kroatische Volk. Kroatien hat über Jahre enorme Anstrengungen unternommen, um die Verpflichtungen für den EU-Beitritt zu erfüllen. Die Bundesregierung würdigt diese Anstrengungen ausdrücklich. Von diesen Anstrengungen haben nicht nur die Bürger Kroatiens profitiert, sondern die Europäische Union als Ganzes. Die Reformbemühungen zur Erfüllung der Beitrittsverpflichtungen hat die Europäische Kommission in einem bisher einmaligen, strikten Monitoring bis zuletzt mit mehreren sehr konkreten Zwischenberichten überwacht. Es hat für Kroatien keine Rabatte gegeben. In ihrem abschließenden Bericht vom 26. März stellt die Kommission der Europäischen Union fest, dass Kroatien die verbleibenden Prioritäten alle abgearbeitet hat. Uns allen und auch der kroatischen Regierung ist klar, dass Kroatien die Reformbemühungen nach dem Beitritt fortsetzen muss. Ich begrüße ausdrücklich, dass die kroatische Regierung selbst mehrfach erklärt hat, nach dem 1. Juli in ihren Anstrengungen nicht nachzulassen. Dieses ist der Teil eines Weges, aber der Weg geht weiter. Um den Fortgang der Reformen gemeinsam mit Kroatien sicherzustellen, gibt es eine Reihe von Mechanismen. Wir verfügen über temporäre Schutzklauseln in den Bereichen Wirtschaft, Binnenmarkt sowie insbesondere beim Raum der Freiheit, der Sicherheit und auch des Rechts. Als vollwertiges Mitglied wird Kroatien auch den allgemeinen Überwachungsmechanismen der Europäischen Union unterworfen sein, die für alle Mitgliedstaaten gelten und die in Europa auch durchgesetzt werden müssen. Begrüßenswert ist, dass Kroatien bereits jetzt, also noch vor dem europäischen Beitritt, freiwillig am europäischen Semester teilnimmt und dass Kroatien die Rechtsstaatsinitiative unterstützt, die ich mit einigen meiner Kollegen gestartet habe. Wir sind der Überzeugung, dass Europa nicht nur ein Binnenmarkt ist, nicht nur ein Projekt ist für Frieden und wirtschaftlichen Erfolg, sondern vor allen Dingen auch eine Wertegemeinschaft.
wo die Herrschaft des Rechts, wo Rechtsstaatlichkeit nicht weniger wichtige Prinzipien unseres Zusammenlebens sind. Und dieses muss natürlich auch implementiert, dieses muss auch tatsächlich umgesetzt werden, vor allen Dingen dann, wenn in einigen Bereichen Europas auch erkennbar Fehlentwicklungen im Rechtsstaatsbereich in gesellschaftlicher Hinsicht zu erkennen sind. Zusätzlich zum eigentlichen Beitrag geht es heute auch um die erforderlichen Anpassungen des innerstaatlichen Rechts. Im Mittelpunkt steht die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Hier haben wir, so denke ich, eine gute Lösung gefunden. Für qualifizierte Arbeitnehmer gibt es mit dem EU-Beitritt wesentliche Erleichterungen am Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Akademiker und Auszubildende können ohne Arbeitsgenehmigung in Deutschland arbeiten. Das ist gut für die Betroffenen, aber das ist auch gut für den deutschen Arbeitsmarkt. Der Beitritt Kroatiens, über den Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute abstimmen, hat zweifelsohne eine wichtige Signalwirkung für die Gesamtregion. Der Herr Präsident des Bundesrates hat in seiner Einführung bereits darauf hingewiesen. Die Europäische Union steht zu ihrem Versprechen von Thessaloniki, das sie vor fast genau 10 Jahren den Ländern des westlichen Balkans gegeben hat. Bei Erfüllung aller Beitrittsvoraussetzungen hat jedes dieser Länder des westlichen Balkans eine europäische, eine EU-Perspektive. Aber jedes Land wird für sich selbst bewertet. Jedes Land muss die Kriterien auch selber erfüllen. Es wird keine künstlichen Erschwerungen geben, aber auch keine Rabatte. Und selbstverständlich begrüßen wir die Abkommen und vor allem auch die Umsetzungen und Implementierungen, die zwischen Kosovo und Serbien abgeschlossen worden sind. Die Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo sind eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass die nächsten Annäherungsschritte auch dann gegangen werden können. Die Beitrittsperspektive für die Länder des westlichen Balkans ist ein Katalysator für Reformen in den Ländern Osteuropas insgesamt. Das liegt in unserem Interesse, es liegt im Interesse unserer Sicherheit, aber natürlich vor allen Dingen der Sicherheit der Region. Es liegt im Interesse von Demokratie und wirtschaftlicher Entwicklung. Der Beitritt Kroatiens zeigt aber auch, dass die Strahlkraft der Europäischen Union ungeachtet der gegenwärtigen Herausforderungen ungebrochen ist. Und meine Damen und Herren, wer die Debatten in Kroatien verfolgt hat, dem wird manche Anti-Haltung zu Europa, die bei uns in unserem Lande Platz greift, kaum verständlich erscheinen. Ich glaube, dass es gelegentlich angebracht ist, dass wir uns darüber noch einmal im Klaren sind, was wir an Europa haben und welche Anziehungskraft dieses große europäische Friedens-, Freiheits- und Wohlstandsprojekt hat für Nachbarländer, für Länder, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dieser Werte- und Rechtsgemeinschaft, dieser politischen Gemeinschaft beizutreten. Wir sind in Europa eine Schicksalsgemeinschaft, wir sind übrigens auch eine Kulturgemeinschaft und das hat eine enorme Anziehungskraft auf viele Millionen Menschen und dass wir hier zueinander finden, das ist im Interesse aller Europäer, auch unserer Selbstbehauptung in der Welt, denn die Kraftzentren verschieben sich, neue Herausforderungen in der Welt kommen auf uns zu. Wir freuen uns auf ein starkes Kroatien in einer starken Europäischen Union. Ich bitte Sie, den Gesetzen zuzustimmen, damit Kroatien am 1. Juli der Europäischen Union beitreten kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Bundesaußenminister. Es liegen Ihnen die